Manchmal, wenn ich Besuch habe daheim, dann niessen die Menschen und es beisst es wie verrückt. Stichwort Katzenallergie. Ja, Katzenhaar hat es bei mir daheim ganz viel wegen meinen 2 Stubentiger. Hoi, ich bin Anna Zöllig. Aber bei unseren Glücksfällen, dieser Geschichte, die wir hier hören, da geht es ein bisschen um eine andere Allergie. Die Maya, die beisst wie verrückt, wenn jemand unglücklich ist. Das findet ihre Brüder, der Jonas, überhaupt nicht cool. Die beiden sind wegen dieser verrückten Allergie ein Detektivduo. Zusammen mit dir finden sie heraus, wer das unglücklich ist. Und dann machen sie die oder den glücklich. Das sind Fall 3 und 4. Zurücklehnen und mit Detektiven. Wieder. Hat der Schick wieder Krisen oder was? Nein, ich glaube nicht. Der Herr Schick, der Chemielehrer von Jonas und der Maya. Sicher nicht. Der bereitet seine Indienreise vor, endlich. Sein neues Nasenringli steht ihm doch super. Gott, so schlimm, wie der jetzt rumläuft. Die Seidenschal. Lass ihn doch. Er hat Freude daran. Ach du hast sowieso keine Ahnung von Styling. Oh. Ja, mit deinem Garfield-Pulli. Hey, bleib coolio, Brudi. Ach, komm, lass es einfach. Ey. Du bist so peinlich. Mit so etwas bin ich verwandt. Wenn es nicht der Schick ist. Wieso krass ist die schon wieder? Ja, genau. Das ist eben das Blöde, wenn man wie Maya allergisch ist auf Unglück. Man muss zuerst mal herausfinden, wer unglücklich ist, bevor man etwas unternehmen kann. Und das ist gar nicht so einfach in einem Klassenzimmer mit 24 Schülerinnen und Schülern. Mal umschauen. Wer könnte innen unglücklich sein und wegen was? Die Jael vielleicht. Ein richtig fieser Pickel und das mitten auf der Nase. Oder Simon. Eine schlechte Note in NMG, ausgerechnet. Oder der Seppi. Unglücklich verknallt seit dem Klassenlager. Der Maurice. Bad Hair Day. Wie fast jeden Tag. Der Baran. Stress daheim, weil er mit der Gitarrenstunde aufhören. Die Adonita. Der FCB verliert gegen IB. Alles nervig, sicher. Aber ein Grund, so richtig ernsthaft unglücklich zu sein, ist das alles noch nicht. Also, wieso beisst dem Maya wieder so hartnäckig? Oh Mann. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Das sind einfach zu viele Leute auf einem Haufen. Vielleicht kann ich nachher den Sport aussetzen, wenn wir Runden laufen, und dann schauen, wer genau durchrennt, wenn es bist. Das ist doch ein Plan. Die Maya setzt also aus beim Lauftraining, wegen Seitenstechen, und sitzt am Rand, während die anderen durchküchen. Am Schluss der Stunde ist es eindeutig. Jonas, ich kann ihn. Was? Es ist der Mike. Immer, wenn der in der Nähe ist, fängt es an zu kribbeln. Und wenn er durchsegelt, beißt es brutal. Der Mike? Hä? Nein, das kann nicht sein. Nie im Leben ist er unglücklich. Der Mike? Hä? Der ist doch so etwas wie der Klassenboss von der 6C. Und der Mannschaftskapitän bei den Bühlbolzers. Der bestimmt, wer in der Stammmannschaft spielen darf. Und alles andere auch. Der hat schon 3-mal den CS-Cup gewonnen. Er bekommt daheim alles, was er sich wünscht. Stimmt, dem seine Eltern haben wirklich Stutz. Karl Kani-Tischi, die aktuellste Playstation, die neuesten Jordans hat er auch schon. Und er kommt nie einen Nackenklatscher rüber, weil er sie im Haus teilt. Der hat doch schon alles. Wieso soll ausgerechnet der unglücklich sein? Jonas, ich bin sicher. Wir müssen den Mike glücklich machen, sonst hört das nicht auf Bissen. Nein, vergiss es. Und dann mache ich einen grossen Bogen. Sonst gibt es Nackenklatscher. Nein, danke, voll kein Bock. Vielleicht will er ja etwas ganz anderes. Hey, wieso soll ausgerechnet ich den glücklich machen? Der mobbt mich voll. Weißt du, wie lange ich schon auf der Ersatzbank sitze? Wegen dir. Stimmt, so fies. Der Mike behauptet, Maya habe wahrscheinlich irgendeine ansteckende Krankheit oder Flöhe oder etwas, weil sie sich immer kratzt.
Und der Jonas muss als ihre Zwillingsbrüder in Familienquarantäne auf der Ersatzbank. Sonst steckt er noch die Mannschaft an, sagt der Mike. Eben darum müssen wir schauen, dass meine Allergie aufhört. Komm, Jonas, wir probieren es. Der hat das gar nicht verdient. Das ist der grösste Vollpfosten, den ich kenne. Hey, komm! Ja, komm, jetzt gebt euch einen Ruck, ihr 2 Glücksdetektive. Ihr habt schon eine Dackeldame glücklich gemacht. 4 Lismer gross und ein Indien-Fan. Da werdet ihr auch noch einen Vollpfosten glücklich machen, oder? Ist doch eine spannende Detektivaufgabe. Was könnte den Mike glücklich machen? Wollt ihr das wissen? Lösen wir das Rätsel und wir haben Ruhe. Beide. Komm, probier's. Was glaubst du? Wie könnte man den Mike glücklich machen? Hey, weißt du was? Kein Plan. Ein schwieriger Fall. Vor allem, weil beide ja nicht an ihn herankommen. Maya wegen ihrer Allergie und Jonas wegen der Nackenklatscherei. Wir müssen ihn beschatten. Ohne, dass er es merkt. Wie soll das gehen? Also, im Internet analysieren sie ja amig so, wie du surfst und was du anschaust und wie lang. Und dann wissen sie, was dich interessiert und können dir das vorschlagen. Das machen wir jetzt einfach auch. Wir analysieren am Mike seine Insights, aber im Real Life. Und so wird's gemacht. Die Maya und der Jonas verfolgen heimlich den Mike auf dem Heimweg von der Schule. Sie haben sogar 2 Feldstecher dabei. Achtung, Achtung, Achtung! Er kommt aus dem Schulhaus. Der Mike hängt auf dem Pausenplatz noch ein bisschen mit seinen Kollegen um, verabschiedet sich mit Fistbump und Nackenklatscher. Hey, sogar seine besten Kollegen klatscht da. Er schlarpet über den Pausenplatz zum Ausgang. Wo ihm der Hauswart entgegenkommt, läuft er schneller. Notieren. Ja. Beschleunigung. Er schlendert die Haldenstrasse durch. Komm, los, hinterher! Jo, ich komm ja. So ist gut, Glücksdetektive. Der Mike kriegt einen Stein aus dem Weg. Er haltet beim Kiosk. Blättert Fußballheftchen durch. Shoppen alle wieder zurück. Kauft einen Keutsch. Stimorol. Er geht weiter und rührt sich 2 Keutsch auf einmal ins Maul. Hat das bald mich beißt. Läuft an den Schaufenster vorbei, verlangsamt, schaut sich um und bleibt stehen beim Schaufenster der Tierhandlung. Dort bei den Häsli. Vielleicht möchte er ein Haustier. Was? Ja, etwas Lebendiges zum gern haben. So ein bisschen Pause vom Coolsein. Ein Häsli? Niemals. Das war rufschädigend. Ein super Bruch. Der Totalabsturz auf der Coolheitsskala. Okay. Aber es gibt auch noch andere Haustiere, oder? Wie wär's mit einem Meersäule? Vergiss es. Goldfisch? Kanarienvogel? Wolltest du mich verarschen? Stabheuschrecken, Zwerghamster, Guppis, Wellensittich, Rennmäuse, Grillen, Chinchillas, Schildkröten, Wasserschnecken. Uncoolo, Cringe, Spinch. Gibt's überhaupt Haustiere, die auch nur einigermaßen als cool durchgehen? Voll nicht. Den ganzen Heimweg überlegen die beiden Glücksdetektive. Und schließlich hat Maya eine Idee. Okay, wir probieren es andersrum. Google. Also los, sie googelt. Was für ein Tier würde zum Mike seinem Styling passen? Also, sein Karl Kani-T-Shirt ist schwarz-weiß-rot gestreift. Und er trägt breite Ringe und gefährlich, muss es aussehen. Enter, mal schauen. Haustier, rot, schwarz-weiß, gestreift, Ringe, gefährlich. Hä? Mexikanische Rotknievogelspinne. Druck mal drauf. Bingo! Das ist es! Oh, genial! Also ich meine, nicht schlecht für so einen Nerd wie dich. Passt voll. Aber wie willst du dem Mike eine Vogelspinne unterjubeln? Wir müssen es so machen, dass der Mike meint, er sei selber drauf gekommen. Aber wie?
Also das Geld sollte ja bei Mike kein Problem sein. Aber wie kann man ihn auf die Idee bringen, sich eine Vogelspinne zuzulegen? Am Schluss legen die beiden Detektive ihr Sackgeld zusammen. 57. 45 Franken. Und so bestellen sie in der Tierhandlung Eine mexikanische Rollknüllvogelspinne. Bitte. ein Prachtexemplar. Und sie überredet den Verkäufer, ihr Terrarium ins Schaufenster zu stellen. Ich kann Ihnen das jetzt gerade nicht gut erklären, aber es ist wirklich wichtig. Wirklich. Sie machen jemandem einen grossen Gefallen. Eigentlich sogar 3 Leute. Und mit dir. Glaube ich. Nach der Schule legen sie sich auf die Lur. Ich sag doch, wenn das nicht klappt, kümmerst du dich um das Viech. Was? Ja, du musst ja dann noch ein Terrarium dazu kaufen und... Hey, was frisst so ein Viech überhaupt? Ich glaube, die fressen so... Also... Oh, grusig. Nein, oh mein Gott, mach das, es klappt. Oh, ein Hund. Dort, der Mike. Bitte, mach das, es klappt. Bitte. Der Mike verlangsamt seinen Gang vor dem Schaufenster. Er stutzt. Er schiebt seine Basecap in den Nacken. Er knüttelt ab. Er schaut voll die Spinnen an, von Nähem. Und geht in die Tierhandlung. Yes! Die Maya und der Jonas vergitzeln fast, weil Oh, das geht ja ewig. sie pirschen sich etwas näher an, um dort die Scheiben zu linsen. Und in dem Moment kommt der Mike aus der Tierhandlung mit einem Terrarium, das er ganz säuferlich vor sich antreibt. Die Maya und der Jonas völlig überrumpelt. Hey. Hallo. Ciao. Aber der Mike läuft am Jonas und der Maya vorbei, den Blick fest auf sein Terrarium gerichtet. Der hat uns gar nicht gesehen. Kein Nagenklatsch. Läuft einfach vorbei. Und Jonas, es bist mich nicht mehr. Wow. Jo, und hast du ihn gesehen? Ah, ist glücklich. Oh, Volltreffer. Yes. Die 2 erfolgreichen Glücksdetektive gehen am Abend noch mal am Mike seinem Haus vorbei. Jo, ich muss sicher sein, dass es mich nicht mehr bist. Der Mike sitzt auf dem Balkon im orangen Licht vom Sonnenuntergang. Oh, ey, Alter. So kitschig. Ist aber so. Und er hat seine Vogelspinne auf der Hand. Ganz verträumt lässt er die Spinne langsam über seinen Handrücken laufen, bleibt geduldig, wenn sie stehen bleibt zwischendurch und keinen Mank mehr macht, und hebt die andere Hand an, wenn sie weiter will. Ganz, ganz säuferlich. Cute. Spider-Man-Version X. Mit Happy End. Muss Liebe sein. Schau ihn an. Hey, vielleicht sollte man das mehr probieren. Was? Ja, auch die Doofen probieren glücklich zu machen. Vielleicht erst recht die. Mal ehrlich, jetzt schau doch. Irgendwie herzig, der Mike. Also fast. Schau. Ich schau ja. Aber nur aus sicherer Entfernung. Stimmt, irgendwie herzig, so aus sicherer Entfernung. Genau wie eine Vogelspinne. Jetzt kratze ich dir schon wieder. Maya, chill mal. Sorry, Bruderherz, nichts machen. Es ist ein Elend. Kaum hat man einen Glücksfall gelöst und jemanden glücklich gemacht, taucht die nächste Person mit einem Problem auf und Maya kommt wieder einen Kratzschub über. Und der Jonas hängt als Zwillingsbrüder mit drin und muss helfen, den neuen Unglücksvogel zu orten und glücklich zu machen. Aber das Mal weiss ich schon, was ist. Was? Der Tom. Eindeutig. Die Banknachbar? Genau. Oh shit. Das ist wirklich Mist. Wie willst du an einem Banknachbar ausweichen? Und nächste Woche ist Klassencup. Hä? Und? Nicht alles hat mit Shooten zu tun, oder? Der Fall aber wahrscheinlich schon. Und der Jonas kann das auch genau erklären. Okay. Erstens heisst es Fußball. Und zweitens
Seit 3 Jahren sind Bühl-Bolzers immer Erster geworden im Klassencup. Dank dem Mike, unserem Captain, und dem Tom, unserem Superstürmer. Und dem Tom, seinem Vater. Am Döme... Tom! Also, am Tom, sein Vater, geht nämlich immer als Coach mit und ist einer der ganz Ehrgeizigen, die das brutal ernst nehmen. Er tigert an der Seitenlinie herum, er verteilt isotonische Getränke unter den Buben, er führt seine Mannschaft an und brüllt Anweisungen ins laufende Spiel. Letztes Jahr hat er sich mit der Schiedsrichterin angelegt, der hat fast Platzverweis bekommen. Alter, das ist krass. Ich meine, der zeichnet Formationen auf seinem Tablet auf und lässt 3-4-3 spielen. Was? Weil er meint, das System bietet am meisten Spielraum für die individuellen Spielerstärken. Vor allem bei Aussenstürmern wie dem Tom im offensiven Mittelfeld. Jonas. Es bietet hohe Pressingmöglichkeiten, ohne die stabile Defensive zu vernachlässigen. Alles klar? Kein Wort verstanden. Aber okay, stimmt, der Vater nervt. Das ist aber nicht wirklich etwas Neues, oder? Der Klassencup ist ja jedes Jahr und immer gewinnen die Bühl-Bolzers. Ja, aber das Jahr hat der Tom Konkurrenz. Der Ibra. Ibra? Was? Hey, jetzt sag nur, du hast noch nie vom Ibra gehört. Nö, wer ist das? Okay, das ist der neue Stürmer von der Deventer Goalgetter. Linksvierser. Ein Jahrhunderttalent. Vor 5 Monaten erst auf Basel gezügelt und schon bei den U14-Junioren. Und auf der Shortlist für die Future Champs. Und diesen Überflüger haben die Deventer-Goalgetter in der Klassenmannschaft. Zum ersten Mal gehen die Bühl-Bolzers nicht als Favoriten ins Rennen um den Klassencup. Den musst du gesehen haben. Er ist Legende. Aha, okay. Also, du meinst, der Tom ist im Stress, dass ihn der Ibra an die Wand spielt und sein Vater dann durchdreht? 100 Pro. Wäre ich auch. Also, den Ibra müssen wir unschädlich machen. Das ist der Schlüssel zum Glück und unsere Mission. Jo, hahaha. Viel Spaß. Unschädlich machen, klar. Kann man den mal kennenlernen? Undercover. Und so gehen die beiden zum ersten Mal zusammen an ein Training der U14-Mannschaft. Was die Maya unter Undercover versteht, ist ihrem Bruder zwar nicht ganz klar. Sie trägt ihren Lieblings-Garfield-Pulli und sieht auch sonst so cringe aus wie immer, findet Jonas. Also, welcher ist jetzt der Ibra? Der Zehner. Hä? Der mit der Nummer 10. Rot oder blau? Rot. Oh. Ja, oh. Der Ibra ist wirklich ein Erlebnis, sogar wenn man sich überhaupt nicht für Fußball interessiert. Er dribbelt, er täuscht, er schlägt Höcke, er schlänzt, er köpfelt, er schießt, Fallrückzieher! Goal! Oh krass, unhaltbar! Ja! Aber Ibra Fußballgott! Hey, ich hab gemeint, du bist gegen den. Wie? Da ist Messi, Alte. So, fertig Training, oder? Bleib schnell da, ich gehe jetzt den Ibra checken. Was? Du spinnst? Vielleicht finde ich ja irgendeinen Trick, um ihn aus dem Rennen zu nehmen. Hey! Keine linken Tricks. Keine Panik. Wir wollen ja die Leute glücklich machen, nicht unglücklich. Maya, nicht. Maya! Oh nein. Oh Gott, was macht die? Oh nein, die kann doch nicht einfach... Moll, sie kann. Die Maya marschiert einfach quer übers Spielfeld und zupft den Ibra am Trikot. Oh nein. Der Ibra stutzt, dreht sich um. Die Maya erzählt irgendetwas. Er lacht, begutachtet ihren Garfield-Pulli. Das ist zu viel für den Jonas. Er taucht hinter dem Werbebanner ab. Oh Gott, ich stirb. Die Maya findet ihn fast nicht mehr, als sie zurückkommt. Sie sieht ganz zufrieden aus. Warum versteckst du dich? Hey, du kannst doch da nicht einfach anhauen. Im Garfield-Pulli. Wieso nicht? Der Ibra hat gesagt, Garfield ist Kult. Und er liebt auch seit dem Kinski. Da staunst du, hä? Was? Der Ibra? Echt? Und weisst du, was er auch noch gesagt hat? Nein. Es sei schön, mal über etwas anderes zu reden als Schütteln. Oh Gott, es heisst Fußball. Mir doch gleich. Und nicht nur immer Autogramm geben.
Der Jonas versteht die Welt nicht mehr. Hey, erzähl mir alles. Oh, hat der Ibra auch... Keine Zeit, ich habe abgemacht. Hast du? Tschüss! Mit wem? Wo? Aber die Maya ist schon hinter der Garderobe verschwunden. In den nächsten Tagen vergitzelt der Jonas fast vor Gewunder. Aber die Maya lässt ihn so etwas von auflaufen. Zum ersten Mal in seinem Leben läuft der Jonas seiner Schwester nach und nicht umgekehrt. Und das verbietet sie ihm auch noch. Jetzt vertrau mir doch einmal, Jonas. Es läuft. Jo, aber was? Ciao. Maya, warte doch! Oh, Maya! Am Tag vom Klassencup sind alle mega nervös. Und? Läuft? Oh Mann. Und Tom, sein Vater hat schon 3-mal die Aufstellung geändert. Alle sind schon ganz zappelig vor lauter Traubenzucker und Angriffsstrategien. Der Mike als Mannschaftskapitän schaut grimmig in die Welt. Und der Tom wirklich unglücklich aus der Wäsche. Kein Wunder, sein Vater torpediert ihn komplett mit Anweisungen. So. 1:1 Deckung ist A und O. Tom, du bist verantwortlich, dass ich den Ibra nicht freispielen kann. Lass den nicht aus den Augen. Und vergiss nicht, Linksfüßer. Tom, Linksfüßer. Der Jonas hockt wieder mal als Ersatzspieler auf der Bank und käut die Nägel. Und Maya, die kratzt sich zwar die ganze Zeit, hat aber richtig gute Laune. So gute Laune, dass es dem Jonas schon wieder verdächtig vorkommt. Was ist eigentlich mit dir los? Wieso grinsest du die ganze Zeit? Warte ab. Und dann geht's los. Der Tom leiht sich ins Zeug und spielt offensiv. Aber er hat keine Chance gegen den Ibra. Der dribbelt ihn jedes Mal aus und hängt ihn ab. Aber da, der Tom leitet ihn ab. So schnell lässt er sich nicht abschütteln. Sein Vater verrührt die Hände und brüllt irgendetwas. Der Ibra verliert den Ball. Die Bühlbolzers haben ihre erste Chance. Aber der Ibra ist ihm auf den Fersen. Hä? Was macht denn der Ibra da? Der stolpert und berührt den Ball mit der Hand. Hans? Das ist Hans! Hans! Die Hand Gottes. Was? Die Hand Gottes? Der Maradona ist am Ibra sein grosses Vorbild. Und der hat seine Mannschaft mal mit einem Hands in der WM weitergebracht. Maya? Jetzt tu doch nicht so. Du übst, wie man umgeht, ohne dass einem jemand schupft. Wie sagst du dem? Schwalbe. Und Fußball lebt von der Show. Und man muss am Glück manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen und so. Nichts hast du kapiert von Fußball. Gar nichts. Du kannst doch nicht... Das ist Beschiss. Jetzt reg dich ab, ey. Das ist kein Beschiss, das ist ein Spend. Der Ibra hat gesagt, wenn es so Tom glücklich macht, hat er kein Problem damit. Oh, was? Es gibt Penalty, es gibt Penalty. Oh, Alter, da muss rein. Puh, ja, Penalty. Der Tom nimmt den Anlauf. Die Maya kratzt sich wie ein junger Hund. Und mit einem Lupfer setzt der Tom den Ball in die obere Ecke. Alle drehen durch. Und am Tom sein Vater säckelt über das ganze Spielfeld und boxt begeistert in die Luft. Goal! Tom! Tom! Jetzt tu nicht so wie ein Fan. Wieso? Ich freue mich halt, dass es am Tom wieder gut geht. Und ich mich nicht muss Oh Gott, wieso bist das denn jetzt noch mehr? Jonas, was ist los? Juckt's mich? Ja, sollte. Wenn der Tom glücklich wäre, würde ich mich ja nicht kratzen, oder? Irgendetwas stimmt da definitiv nicht. Obwohl die Bühlbolzers alle so begeistert jubeln, der Tom sieht überhaupt nicht glücklich aus. Und Maya kratzt sich noch mehr als vorher. Irgendetwas stimmt da ganz und gar nicht. Jetzt wird weitergespielt. Die Wetter-Goalgetter sind hässig. Der Ibra versucht sie zu beschwichtigen. Aber keine Chance. Am Tom sein Vater provoziert am Rand vom Spielfeld. Und jetzt passiert's. Die Wetter-Goalgetter faulen den Tom. Aber so richtig. Er bleibt liegen und hebt sich das Knie. Ui, da stimmt etwas ganz und gar und überhaupt gar nicht. Die Maya und der Jonas sind starr vor Schreck.
Der Tom liegt immer noch. Oh, das sieht gar nicht gut aus. 2 Helfer kommen mit einer Barre und bringen den Tom weg. Der Ibra schaut zu der Maya über. Auch er, total verschrocken. Das wollte ich nicht wollen. Zuckt er hilflos die Schultern und die beiden schauen sich an, ratlos. Eine totale Katastrophe. Der Super-GAU. Und wie geht's der Maya? Es beißt. Aber es ist ja auch logisch bei all diesen unglücklichen Schütteln. Maya, es heisst Fußballer. Am nächsten Tag, beim Zmorgen. Hast du etwas gehört vom Tom seit gestern? Der kommt heute sicher nicht in die Schule. Ja, leider. Kreuzbandriss. Was? Er wird übermorgen operiert und fällt auf dem Fußballfeld aus für die nächsten Monate. Nie wieder. Nie wieder kommst du mit an einen Match. Oh, ich hab doch nicht gewusst, dass die alle so durchdrehen. Das ist doch nur der Klassencup, keine WM. Nur mit der Keine Ahnung von Fußball. Absolut keine Ahnung. Jonas. Nie wieder! Die Maya ist am Boden zerstört und schleicht die nächsten Tage um wie ein Schatten. Aber am Tag nach der Operation fasst sie sich ans Herz. Ich gang den Tom besuchen. Das bin ich ihm schuldig. Zusammen mit dem Ibra fährt sie ins Spital, wo der Tom sich nach seiner OP erholt. Ach, jetzt habe ich dann gerade den Kratzanfall von meinem Leben. Aber komisch, wo sie mit dem Ibra ins Krankenzimmer vom Tom kommt. Kein Bissen, kein Kratzen, nicht einmal ein Kribbeln. Der Tom ist trotz der Beischiene richtig gut aufgelegt. Er wehrt ab, wo sich der Ibra entschuldigen will und meint, der Kreuzbandriss sei das erste Argument, das sein Vater bremsen konnte, das ihn ums Verroden ins Juniorenteam bringen will. Dabei schafft der Tom viel lieber am Kompi, hat Zeit mit Freunden und interessiert sich für Zahlen. Er will doch gar nicht Profifußballer werden. Ah, das ist der wahre Glücksfall. Wo der Ibra hört, dass der Tom lieber am Kompi schafft, engagiert er ihn auf der Stelle als Hilfsmanager beim U14-Team. Als Wiedergutmachung, einfach weil er trotz allem ein schlechtes Gewissen hat. Und natürlich auch, weil sie sich alle 3 eigentlich super verstehen. Obwohl sie total unterschiedlich sind. Maya, der Ibra und der Tom. Vielleicht gerade, weil sie so verschieden sind. Wo die Maya heimkommt, ist sie zufrieden mit sich wie noch nie. Jonas? Jonas, du glaubst nicht, was passiert ist. Ui, was ist denn mit dir los? Hast du dich auch verletzt? Oder wieso liegst du so komisch auf dem Sofa? Und mach mal das Bein weg. Du. Hallo. Hallo, mich! Ich habe den Muskelkater von meinem Leben. Heute kein Ersatzbänkli. Maya, es heisst Bank. Ersatzbank. Jo. Und nein. Ich habe heute durchgespielt. Vom Abpfiff bis in die Verlängerung. Oh, einer muss ja den Tom ersetzen. Du? Jo, ich bin die neue Nummer 10 von den Bühlbolzers. Hey, das ist gut, oder? Fantastisch. Mein Lebenstraum. Nie mehr Ersatzbank. Yeah, gratuliere! Voll gut, du Glück! Und morgen kannst du vielleicht auch wieder laufen. So, ich muss jetzt in einer halben Stunde vor das U14-Training an. Und was machst du dort? Mein Job? Der Ibra hat mich als Social-Media-Expertin von der U14-Mannschaft vorgeschlagen. Und heute ist mein erster Tag. Follow us on Instagram. Krass! Bist du jetzt cool, oder was? Oh, hey! Du gehst aber nicht im Garfield-Pulli, oder? Bist du eifersüchtig? Kannst du ja mal googlen. Bei unserer Glückssträhne. Vielleicht findest du auch noch einen auf Ricardo. Und sonst geht das dann unser nächster Glücksfall!
Was für ein Duo, die Maya und der Jonas. Und hey, schön hast auch du dich zu dem Detektivtrüppli dazugesellt. Mehr coole Detektivgeschichten und andere Abenteuer findest du im SRF Kids Hörspiel-Podcast oder auf srfkids.ch. Dort findest du auch mich wieder, Anna Zöllig. Bis gleich.